Also, wir sind die Titelband. Moin. Ja, und vor ungefähr 15 Jahren, ein bisschen mehr inzwischen, hatte ich die Idee, mal einen Song aus dem Hochdeutschen, den ich geschrieben habe, ins Plattdeutsche zu übersetzen. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass daraus quasi eine Band geworden ist. Ich habe Leute gesucht, die Lust haben, wirklich viele Konzerte zu spielen, und Malte ist von Anfang an mit dabei. Genau, so war das. Ich erinnere mich an eine SMS, die kam, ob ich Lust hätte, eine plattdeutsche Band mitzugründen. Also die Idee stand da anscheinend schon von Mira, und dann hat sie mir eine SMS geschrieben und ich ja geantwortet, und seitdem machen wir zusammen Musik. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, all set. Ja, wir sprechen beide inzwischen platt, auch fließend. Das ist aber tatsächlich so, dass wir das gelernt haben beide. Also auch ich komme aus einem Kontext, wo das nicht mit der Muttersprache aufgesogen wurde. Und das ist für uns auch ein wichtiger Punkt in unserer Band, das den Leuten klarzumachen. Plattdeutsch ist eine Sprache wie jede andere auch. Man kann über alles singen, worüber man in allen Sprachen auch singen kann und sprechen kann. Und man kann sie lernen, so wie jede andere Sprache eben auch. Das ist nicht irgendwie was Mystisches, was man mit der Muttermilch aufgesogen haben muss oder da drinnen aufgewachsen sein muss, sondern man kann es lernen. Und das geht ganz gut. Und wir beide sind tatsächlich auch einfach das Beispiel dafür, dass genau das geht. Ich bin tatsächlich über die Musik zu der Sprache richtig gekommen und habe erstmal angefangen, Texte, die ich geschrieben habe, zu übersetzen, Stück für Stück mir selbst diese Sprache irgendwie zu erarbeiten, näher zu bringen. Und ja, inzwischen schnacken wir, wenn wir in der Wägen sind und auf Tour, dann schnacken wir auch mit den Leuten und miteinander Plattdeutsch. Wir zeigen mit der Titelband schon, dass man auf Plattdeutsch eben nicht nur vom plattdeutschen Strand und von Norddeutschland singen kann, auch nicht nur Schenkelklopfer, aber wir haben schon auch ein paar Lieder mit Texten mit einem Augenzwinkern dabei, aber auf der anderen Seite halt auch ernste Themen wie eben hier bei The Machine. Alles, was uns bewegt, was wir für relevant genug halten, darüber zu singen, dazu texten wir auch. Ja, wir setzen uns da jetzt keine Limits. Aber natürlich gibt es Themen, die uns berühren und die auftauchen. Ne? Das ist natürlich, wir kommen aus Norddeutschland, da ist Wasser oder Meer oder Seefahrt nie so weit weg. Ich bin motiviert, ich bin motiviert, ich bin motiviert. Ich bin nicht allein. Hashtag Action Game. Ich fordere die Maschine. Dann wart sie stark und groß. Ich fordere die Maschine. Unsere Sicht, Mensch, das magst du gut. Am besten, wenn bei unseren Konzerten 3 Generationen da sind, 4, manchmal 5. Das gab es alles schon. Ein Anteil von Leuten, die natürlich eher über diese Plattdeutsch-Ecke reinkommen. Das sind in der Regel ein bisschen ältere Leute, die sich davon ein bisschen angesprochen fühlen. Und dann gibt es natürlich noch die musikalische Seite von uns, die tatsächlich ziemlich genau das Gegenteil anspricht. Ich fordere die Maschine. Viel zu lernen sie noch hätt. Ich fordere die Maschine. Wir haben heute den Song The Machine gespielt, ein ganz
neues Lied von uns, was so ein bisschen von der Beziehung zwischen Mensch und Maschine handelt. Und dieses Thema ist ja gar kein neues, aber ich glaube, dass jetzt gerade ganz aktuell die Maschinen vielleicht die größte Chance haben, sehr dicht an uns ranzukommen in jeglicher Hinsicht. Ich fordere die Maschine, ich stecke durch dich in den Schlund. Ich bin da für die Maschine, so ist ein Knoten Ja, für musikalisch Sekunden. fand ich spannend, gerade dieses Thema Mensch-Maschine so umzusetzen, dass ich spiele ja nur eine Maschine. Ich spiele ja keine akustischen Trommeln, ich spiele ja nur eine Maschine. Und alles, was von mir kommt, ist synthetisch. Und das finde ich ganz spannend an der Stelle. So Ich fordere die Maschine mit alles, was ich bin. Ich dreh mich um die Maschine, so ist der erste kommende Sinn. Der Prozess, wie wir die Songs schreiben, hat sich tatsächlich in den letzten Jahren Stück für Stück immer wieder gewandelt und geändert. Und gerade auch, was das Texten angeht. Am Anfang habe ich eher Songtexte auf Hochdeutsch geschrieben und die dann Stück für Stück übersetzt. Inzwischen entstehen die Songs schon auch direkt auf Plattdeutsch. Und manchmal habe ich erstmal einen Platzhaltertext. Entweder ist das Fantasiesprache oder gemischt auch. Es gibt auch manchmal Teile, die auch englische Einflüsse haben. Und dann geht es erstmal für mich um den Sound der einzelnen Wörter. Und dann weiß ich schon, wie bei so einem 3D-Puzzle, wo das wie klingen soll. Und suche dann später die plattdeutschen Wörter, die da reinpassen. super impressive, würde man auf Norddeutsch sagen. Ich bin immer sehr erstaunt, wie das funktioniert. Verwirrt ich langsam bin. Ich langsam